Darum wollen wir sie doch jetzt auch gerade mit einem riesen tobenden Applaus da auf der Bühne begrüßen und entgegen willkommen, Heidi und Ueli, danke, sind ihr da. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass wir den Einblick haben dürfen. Und wo wir zusammengehockt sind, dort habe ich von euch auch noch gefragt, was ist so etwas, was euch in der ganzen Geschichte, wo Gott mit eurem Leben geschrieben hat, geblieben ist oder etwas, was euch nachgelaufen ist, ein Text oder so. Und du, Heidi, hast mir gesagt, bei dir ist es ein Lied, das dir immer wieder in den Sinn kommt. «Meine Zeit steht in deinen Händen». Und ich habe mal da auf der ersten Folie den Refrain von dem Lied. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Gerade als Anfangsfrage, was bedeutet dir die Ziele, wenn du sie jetzt heute hörst? Also, es war für mich eine Wendung, die ich erleben durfte, wo Gott mich frei gemacht hat aus dem ganzen Drogenzeugs. Und ja, es ist nach wie vor zu wissen, er gibt uns Geborgenheit und er gibt mir ein festes Herz. Und das hoffe ich, dass das so bleibt. Das ist aber der Refrain von dem Lied, hat ja auch noch andere Ziele. Nicht? Zum Beispiel auf der 4. Folie habe ich noch eine Strophe abgedruckt. Da heißt: Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin und ich frage, wo sie geblieben sind. Kennst du das auch aus deiner Geschichte heraus? Natürlich, ich meine, 10 Jahre in einer Abhängigkeit von einer Droge, wo wirklich Tage davonfliegen, weil man nichts anderes zu tun hat, als dem Gift nachzurennen oder organisieren. Ja, das ist wirklich verlorene Zeit. Es dunkelt mich ein sehr interessantes Lied, auch wie so wie die 2 Seiten betont. Wir haben eingeladen auf dem Flyer quasi im Sumpf der Drogen sind ihr hineingesteckt. Und jetzt auch die Ziele, meine Zeit steht in deinen Händen, jetzt kann ich ruhig und geborgen sein bei dir, Gott. Also das ist eigentlich ein grosser Kontrast. Und mich interessiert es immer bei diesen Geschichten auch, wie das so weit gekommen ist, wie das gegangen ist, was das für ein Weg war, wo das genommen hat. Und darum, gerade einmal zu dir, Heidi, du bist aufgewachsen in einer 6-köpfigen Familie mit 3 Geschwistern und hast eigentlich, glaube ich, eine gute Kindheit gehabt. Wie ist das Ganze gekommen, dass du irgendwann dann in der Teenie-Zeit so in die Drogenszene reingekommen bist? Also das kann ich heute noch nicht genau sagen. Also wie du sagst, ich habe wirklich eine coole Kindheit gehabt mit einem Haus und Garten und Tieren und also coole Eltern auch, die gut sind zu mir. Und ja, ich hatte wirklich eine sorgenfreie Jugend gehabt, mit viel Spielen draussen und so. Und irgendwie der Punkt war, ich bin in Oberembrach aufgewachsen und als ich nachher auf Embrach in die Oberstufe kam, war das so ein Mega-Wandel. Und so. Dann hast du neue Kollegen gehabt? Oder voll, ja. Eben dann, so quasi vom kleinen Dörfli geborgen, so fast in die Stadt runter, oder? Embracher Stadt, genau, ja. Ja, und irgendwie vielleicht auch noch die ganze Pubertät, die dazugekommen ist. Einfach alles. Und ich weiss nicht, von dort an ist es dann losgegangen. Ich bin überall dabei gewesen, ist mir hinter dem Schulhaus geraucht, bin ich dabei gewesen, ist mir vor dem Konfunti Bier trinken. Natürlich, gehen wir auch mit. Und so hat sich das dann durchgezogen und so hatte ich dann auch einen neuen Freundeskreis gehabt. Also Schon Rauchen, da. Bier, sagst so ein bisschen Suchtmittel. Ja, voll. Mein Motto war, ich will alles probieren. Alles probieren und wieso dann? Ich weiss es nicht. Und das ist ja nachher noch weitergegangen, also es ist ja nicht beim Alkohol und bei den Zigaretten eigentlich geblieben? Nein, in der Oberstufe ist das so weitergegangen, dass wir angefangen haben, so Schmerzmittel zu schmeissen. Also Schmerzmittel einfach wegen dem Effekt, was es hat? Natürlich, ein paar aufs Mal. Fährt schon recht ein, oder? Also wie hat denn das sich ausgewirkt? Wie kann man das sich vorstellen? Ja, das kennt vielleicht jeder, wenn er Schmerzmittel nimmt. Wenn er zu viel nimmt, dann bist du einfach blem und so ein bisschen, ja. Auf einer Wulche vielleicht, okay. Oder? So, eben so hat es dann angefangen. Und nachher das nächste war halt dann, ja, dann haben wir angefangen zu kiffen und dann haben wir angefangen rauszugehen. Ich musste dann auch mal einen Trip probieren, das musste ich auch noch haben. Also ein Trip? Ja. Was meinst du mit dem LSD-Trip. Trip? Ein LSD-Trip? Ja.
Dann habe ich irgendwie das Gefühl, muss ich auch noch probieren. Das habe ich ganz schlimm gefunden. Und das nächste war dann das Heroin, wo einfach so zuerst am Wochenende so. Also dann ist man in den Ausgang gegangen irgendwie und dann ist man in Kontakt gekommen mit dem und mit den Kollegen, wo man war. Ja, also Oder haben so, wir das bewusst gesucht? am Anfang ist es einfach ja, es angeboten, probier es mal. Und nachher ist natürlich dann das Suchen gekommen. Also, weil ja das Gefühl wieder hast wollen. Und dann hast du halt angefangen, neue Kontakte zu knüpfen. Und ja. Also wie war denn das mit dem Heroin für dich? Ist das auch so gewesen, wie auf einer Wolke schweben? Oder Voll. was hat es ausgelöst? Ich finde es immer so schwierig zu erklären. Es gibt dir eigentlich alle Gefühle aufs Mal. Du bist frei, du bist sorgenlos, du bist wie ein Kind, das sich freut. Also ich versuche es immer so als Beispiel zu geben. Als kleines Kind, wenn Weihnachten war und du gewusst hast, du kommst etwas über, dann hast du ja mega Freude in dir rein gehabt. Und das löst natürlich in dir aus, das Heroin. Oder? Und das ist Gefühl etwas, willst du wo halt man immer wieder haben. Ja. Und Oder? das heisst, vom Probieren ist es dann zu dem gegangen, das bewusst zu suchen quasi, weil man das immer wieder hat wollen. Natürlich, oder? Wieder so ein Gefühl, also ja, eben, es ist fast unbeschreiblich. Wie nachher das Gefühl auch von einem Zug unbeschreiblich ist, oder? Ja, da kommen wir nachher dazu, da wollen wir gerne noch ein bisschen hören. Wie war das bei dir, Ueli? Du hast mir gesagt, du hast dich letzte Woche mit dem Gespräch vom Ansgar können identifizieren mit seiner Armut, wo er drin aufgewachsen ist. Wie war bei dir deine Kindheit? Wie hat bei dir der Weg ausgesehen? Also ich bin das 4. Kind von 9. Also respektive 10. Eins ist auch gestorben, kurz nach der Geburt. Und ja, bei uns hat es eigentlich nichts anderes gegeben als Arbeiten in der Freizeit, oder? Wir müssen helfen daheim. Und wir sind eigentlich ohne jeglichen Komfort aufgewachsen, in einem grossen Haus. Es hat einen Ofen gehabt und 2 Wasserhähne kalte in dem Haus drin. Also im Winter auch die 2 kalten Wasserhähne? Genau. Und wir hatten ein Knebel-WC gehabt, da hast du ein Stegenhaus raus. Und wer das kennt, also die von den Jungskilager kennen das vielleicht, oder? Also, im Sommer stinkst du und hast dahinter volle Flüge und im Winter ist es zugefroren. Und, ja. Es klingt nicht sehr luxuriös. Nein, ist es nicht gewesen. Ja, also viele Kinder in der Familie und auch dein Vater, der schon relativ früh gestorben ist, wo du 12 warst. Was hat das denn ausgelöst? Ist das so ein Auslöser gewesen, dass Also ich war immer ein bisschen enfant terrible gewesen, also ein bisschen schwarze Schaf von der Familie. Und ich habe einfach viel unüberlegtes Zeug gemacht, das dann drakonische Strafen angezogen hat. Und mein Vater war sehr streng. Also, das war ähnlich wie beim Ansgar. Also, wenn du irgendwo etwas hast reklamieren wolltest, hast du mal einen Ohrflatter gehabt, oder? Also, es ist sehr mit körperlichen Strafen zu tun. eine Pädagogik, die man schnell gespürt hat? Genau, Ja. handgreifliche Pädagogik, ja. Und wie hat das bei dir angefangen? Also eben auch mit Suchtmitteln, Drogen. Wie bist du da dazu gekommen? Also, wo natürlich mein Vater gestorben ist, da war ich 12 gewesen. Und meine Mutter war natürlich voll beschäftigt mit all meinen jüngeren Geschwistern auch, oder? Und dann konnte ich mir eigentlich immer mehr Freiheiten rausnehmen und hatte einen Anschluss zu ein paar Kollegen, die vom Dorf waren. Wir sind auch außerhalb vom Dorf aufgewachsen, oder? Und dann ist das auch. Zuerst einmal ein bisschen Alkohol, ein bisschen Rauchen, ein bisschen Kiffen. Meistens Schleichen gekommen. Einfach, dass man eins nach dem anderen wie ausprobiert hat und dann ist es auch zum Heroin ist auch etwas gewesen, wo du dann ausprobiert hast. Wie hat sich das für dich angefühlt? Also ich bin eigentlich eher immer ein kräftiger Bursch und ich habe natürlich das Gefühl, ich habe das voll im Griff. Mir passiert da gar nichts, dass ich da wie ein Junkie ende auf der Gasse, oder? Das heisst, du hast das angefangen zu nehmen und hast gedacht, das ist eine Ja, coole Sache. einmal aber am Wochenende macht nichts. so macht nichts, oder? Und das war ja so gewesen. Dann hast du einfach am Wochenende hast du das einmal genommen und dann hast du aber einfach 2 schlaflose Nächte gehabt und dann war es wieder gut gewesen, oder? Also zuerst war es ein Hochgefühl gewesen und nachher Ja, 2 schlaflose Nächte. Ja, und so dann hast du wieder- tief eigentlich. Ja. Auf jeden Fall
Irgendwann ist es dann halt gekommen, dass halt auch mal am Mittwoch mal noch Linie gezogen hast und dann plötzlich war es 3-mal in der Woche gewesen, und dann, ja, das ist einfach... Und ich habe natürlich das Gefühl, ich habe das schon im Griff, oder? Und hat es irgendwann dann so einen Moment gegeben, wo du wie plötzlich gemerkt hast, jetzt habe ich es gleich nicht mehr im Griff? Ja, den Moment hat es gegeben und das ist wirklich ein Aha-Erlebnis gewesen, weil da habe ich das erste Mal richtig einen Zug gespürt, oder? Also dann hast du wie gemerkt, oh, jetzt bin ich abhängig und dann hast du gesagt, jetzt höre ich gerade auf, oder wie hast du den Entzug gespürt? Also ich kann eigentlich immer wieder aufhören, oder? Weil ich habe das Gefühl, ich habe es im Griff, oder? Und ich habe eigentlich von Anfang an das Zeug wieder absetzen, aber ich habe gemerkt, es geht nicht mehr. Und zwar einfach schon rein die körperlichen Schmerzen, wenn du das Zeug nicht hast. Das ist so unbeschreiblich. Da laufst du auf und ab und drehst fast durch. Und ja, Dann probiert man es immer wieder und dann kommen die Schmerzen und die Gefühle und nachher denkt man, ja gut, jetzt nehme ich noch mal einmal oder und es geht dann gleich wieder weiter. ja, du belügst dich dann natürlich immer mehr selber, oder? Und sagst, ja gut, jetzt nehme ich noch mal eins und zum ein bisschen oben runterkommen und. Da gibt es tausende von Ausreden. Aber im Kopf hinein denkst du eigentlich nur noch an das Gift. Und zum ein bisschen oben runterkommen, das heisst, so die Wirkung, die schöne Wirkung, dass es so gut tut und so, ist das immer weniger geworden? Oder hast du die Dosis immer mehr müssen erhöhen oder ist es wirklich nur noch gewesen, einfach dass der Alltag überhaupt funktioniert? Also am Anfang hast du da die absolute Glücksgefühl, oder? Also wirklich. Und du hast auch körperlich kein Schmerzempfinden, nichts. Also das ist... Aber das geht dann relativ schnell, brauchst du immer mehr. Dass du, weil du willst ja dann immer wieder, oder? Das Hirn, Das ist das Gefühl, das du suchst. das Gefühl, oder? Und ja, irgendwann brauchst du einfach wieder mehr, dass du überhaupt auf das Gefühl kommst, oder? Und das heisst, du steigerst laufend die Dose und am Schluss brauchst du das eigentlich nur noch, dass du funktionieren kannst, dass du noch arbeiten kannst, dass du noch... Aber das Highfly ist dann schon in weiter Ferne. Da musst du jedes Mal wieder nachdrücken. Oder dann musst du mal eine Pause einlegen. Aber das schaffst du eben dann nicht mehr. Und dann kommt das mit den Schmerzen und mit den Entzugsgefühlen, Erscheinungen. Bei dir, Heidi, du hast mir erzählt, im Zusammenhang mit der Lehre hast du wie gemerkt, jetzt muss dort etwas passieren. Wie war das bei dir? Ja, es ist dann so weit gekommen, dass ich halt nichts anderes zu tun hatte, als dem Stoff nachrennen am Abend. Also ich bin nach dem Arbeiten direkt in die Stadt. Ich habe angefangen zu vermitteln. Das heisst, ich bin für andere auf dem Hirschenplatz Zeug verkaufen, damit ich für mich etwas hatte. Ja, der Hirschenplatz, das ist wirklich mitten in der Stadt. Ich habe da genau. sogar noch ein Bild vom Nicht Hirschenplatz, Ah, wie er ja, heute genau. aussieht. Aber das heisst, Da ist halt nach die der Lehre Szene. ist nachher darum gegangen, wie komme ich zu Geld, wie komme ich zu Stoff. Und Genau. das ist der Alltag eigentlich. Genau, also ich bin nach dem Arbeiten direkt dorthin und habe den ganzen Abend da Zeug vermittelt oder sonst etwas organisiert, damit ich etwas habe für den Morgen, dass ich arbeiten kann. Und dann bist du irgendwie jetzt nach der Ausspart heim, kann am Morgen wieder auf und arbeiten. Also das Leben hat sich nur noch um das gedreht. Also, Das war echt der Lebensinhalt fast, könnte man sagen. ja, voll. Hast einfach keine Kollegen, also hast eigentlich keine Kollegen mehr, weil du bist so beschäftigt mit dem Zeug zu organisieren. Oder? Und in der Lehre verdient man noch nicht so viel Geld, dass man sich das kann einfach leisten quasi. Definitiv nicht. Aber ich denke, das ist für mich jetzt auch so ein Erlebnis oder ein Geschenk, wo ich im Nachhinein muss sagen, ich habe so viele andere gehabt, die so viel schlimmes Zeug haben müssen machen, um Geld zu beschaffen. Und ich bin irgendwie wirklich verschont worden. Also, Ja. Du hast mir gesagt, hast so wie vermittelt. Wie hat das ausgesehen? Vermittler, das heisst, ich bin... Also quasi hinten sitzt einer, der Dope hat, der ja nicht in Kontakt kommen mit der Polizei. Also ich bin sein Springer. Ich tue ihm die Leute organisieren. Wenn ich es habe, dann gibt er mir das und ich das dann übermittle, damit, wenn die Polizei einfährt, er wäre dann draussen. Damit du dumm dort stehst, ja, genau. und nicht er. Eigentlich schon, aber das machst du halt dann, weil ich etwas machen musste. Somit habe ich dann durch das, was ich ihm verkauft habe, noch einen Teil bekommen. Also auch ein gewisses Risiko, das man eigentlich eingeht. Cool. Hauptsache, man kommt klar. dazu und Klar. kann den Alltag dann mit dem bestreiten, mit dieser Sucht. Ja, und ich denke, das ist auch das Problem von der Sucht oder von auch heutzutage, von denen, die Gocki-süchtig sind oder was auch immer.
sie gehen so weit, weil sie es brauchen, dass Sachen machen, die sie sonst nie würden machen würden. Was gar nicht. Also Gocki, Kokain, Ja. meinst du? Ja. Natürlich. Dann hast du aber einen kalten Entzug gehabt. Genau. Ich habe dann in der Lehre entschieden, dass es so nicht weitergehen kann. Also respektive meine Mutter hat das mitentschieden. Irgendwann hat sie meine Utensilien gefunden und ist natürlich sehr geschockt gewesen. Was mir leid tut. Also ist es echt so wie aufgeflogen quasi. Ja. Und Sie hat dann auch gefunden, jetzt müssen wir irgendetwas machen und hat mich dann voll unterstützt, wirklich. Und hat gesagt, jetzt suchen wir einen Weg und sind dann über unseren Hausarzt. Und du hast das auch gut gefunden? Hast du auch einen Weg ja, suchen? Ich war ja froh gewesen. Ich bin ja irgendwie allein mit meinem Problem. Also bist du gewesen, so wie oder? gefangen gewesen dort drin, aber Voll. eigentlich hast du gehofft, dass du irgendwie wieder rauskommst. Ja, natürlich. Raus Ja. will jeder. Also das ist so. Ich denke, jeder, der in so etwas steckt, der will das nicht für immer haben. Der findet das nicht lässig, oder? Ja, und dann haben wir dann entschieden über den Hausarzt für das Methadon-Programm. Und dann habe ich, weiß nicht mehr wie lange, über eine gewisse Zeit habe ich dann Methadon bezogen, dass ich normal arbeiten konnte, dass ich am Abend nicht mehr musste etwas organisieren, dass ich mit der Schule noch und ja, ich musste ja lernen. Also das oder? Methadon, das ist so ein Heroinersatz, wo man dann Genau. einfach so dosenweise Genau. abgibt, zum Also die musst du jeden Sucht Tag in der regulieren Apotheke quasi. holen, Ja. weil die geben es dann nicht raus. Weil sonst würdest du es ja wieder jemandem geben, vermutlich. Und So dass man es genau für einen selber langt, für einen Genau. Tag quasi. genau. Ja, und dann habe ich aber gleich gefunden, das kann es ja auch nicht sein. Weil es hat dann nicht, also, es ist einfach, ich habe dann gefunden, das ist etwas. Jetzt nehme ich gleich noch die starken Medis und bin gleich nicht geheilt. Also das kann es nicht sein. Und dann habe ich mich entschieden, für einen Entzug zu machen. Mhm. Genau. Und wie hat das dann ausgesehen? Den Entzug. Ja. Ganz schlimm. Also schlimm war, ich habe nicht so genau gewusst, auf was ich mich einlasse. Ich habe mich dann da in die Klinik Hart überweisen lassen und als erstes ist mir schon mal alles weggenommen worden, von der Zahnbestäuber, weiss ich was, weil es hätte ja können sein, dass etwas drin Ja. ist. Und das Ziel von diesem Entzug war, möglichst, man gibt denen nichts, damit sie viel Schmerzen haben und damit sie das nie mehr vergessen. Damit du quasi sagst, oh, ich will das nie mehr erleben. Also man tut bewusst echt so wie ein bisschen Horrorentzug machen, Genau. dass man ja nie mehr so etwas Genau. durchmachen. Und das Problem ist halt dann, ich meine, die Symptome von einem Entzug sind für mich wie alle Krankheiten aufs Mal. Bauchweh, Kopfweh, Durchfall, Gliederschmerzen, einfach alles. Und Man du ist einfach kannst richtig am Boden. voll. Und im Kopf sowieso. Ja. Und der Körper, der schwitzt, der zittert, der dreht durch. Mhm. Und du kannst nicht mehr schlafen. Und eben dort war es dann so, ich habe mich gewundert im Bett, bis ich offene Knie hatte. Ich hätte nicht einmal ein Salbeli bekommen. Also, weil sie einfach das Gefühl hatten, nein, kalter Entzug. Ja. Und das hat dann in mir eigentlich das Gegenteil ausgelöst. Der kalte Entzug hat mir, ich habe genau gewusst, wenn ich da rausgehe, Also wie lange bist du denn dort gewesen? 2 Wochen. 2 Wochen ist das gegangen. Genau, weil das brauchst Zum um mal den Körper einfach wieder in die Ordnung Ja. zu bringen. Oder? Dann hast du mal den Körper, die Psyche hast du noch nicht. Ja. Aber der Körper wäre dann wieder funktioniert. Das heisst, nach Aber- 2 Wochen bist du dort wieder rausgekommen dann? Ja. Und dann wäre das Ziel gewesen, dass ich wieder normal arbeiten. Also habe ich ja dann auch gemacht, ich habe ja immer noch die Lehre fertig Ja, machen. genau. Nur hat mich das dann, der kalte Entzug hat mich eher dazu geführt, nochmal angefunden, nein, jetzt bin ich gerade wieder auf die Gasse, etwas posten, oder? Also hast du gesagt, jetzt bin ich draus, jetzt muss ich es irgendwie kompensieren und dann ist es echt gerade wieder Du, der losgegangen. Schmerz, der ist so in den Gliedern gestorben. Ja. Also hat eigentlich genau das Gegenteil bewirkt und das Eigentlich Ganze schon. hat wieder Bei von mir, vorne vielleicht hat es bei angefangen. anderen geholfen, aber Ja, bei mir bei dir auf ist jeden es Fall jetzt nicht. so gewesen. Du hast auch erzählt von einer Zeit, wo du in Australien warst. Australien war eine Angebung, weil dort ist es mit den Drogen sehr streng. Das heisst, dort hast du dann wie automatisch einen Entzug gehabt. Genau. Sind dann andere Suchtmittel mit Alkohol wieder mehr im Spiel gewesen. Und wo du dann dort heimgekommen bist, hast du dann dort können durchziehen oder ist es nachher gleich Also ich wieder war ja losgegangen? 9 Monate in Australien gewesen, und da bin ich wirklich in meinen Augen gesund heimgekommen, auch psychisch können ausheilen und so. Und habe dann einfach so schnell wie möglich wieder verreisen und bin dann heimgekommen und habe angefangen zu arbeiten im Gastgewerbe, also im Service, damit ich schnell wieder das Geld habe zum Verreisen. Und am Anfang habe ich es eigentlich noch recht gut mitgemacht. Ja. Und dann irgendwann sind wieder irgendwelche Leute vorbeigelaufen und dann, ja, noch einmal. Und dann hat es wieder angefangen. Ja, dann bist halt, dann sind deine Hirne schon wieder auf dem Weg, oder? Und denkst, oh ja, ist cool gewesen, muss ich nochmal haben.
Ja, also das ist so eine Geschichte, wenn man die jetzt anlässt, dass immer wieder zurückfallen in eine Sucht rein, wo man eigentlich aber raus will, wo am Anfang etwas Schönes ausgelöst hat, aber nachher auch nur noch ein Kampf war. Genau. Etwas Schönes ist in dieser ganzen Geschichte ihnen eigentlich passiert. Und zwar im 1983 ist das gewesen. Dort habt ihr euch kennengelernt. Jawohl, so ist es. So ist Das ist eine Geschichte, die sich auch mal noch lohnt, um dann ein bisschen nachzufragen, wie dass sie sich kennengelernt haben. Du hast im Gastgewerbe gearbeitet, du hast im Baugewerbe gearbeitet und da sind ihr euch begegnet und sind dann zusammengekommen. Und ihr habt aber am Anfang nicht voneinander gewusst, dass ihr beide abhängig sind vom Heroin. Genau. Ist das schnell ausgekommen oder wie haben ihr das gemacht? Oh, nein, am Anfang haben wir halt Versteckers gespielt. Jeder ist cool drauf, oder? Man hat sich ja nur am Abend gesehen oder so getroffen, oder? Jeder hat gedacht, der andere sollte nichts davon wissen und man hat es versucht, so gut Du hast wie eben möglich immer zu das verstecken. Gefühl, die anderen merken es nicht. Das ist Ja. eben auch noch das Verrückte an dieser ganzen Sache. Du hast immer das Gefühl, die anderen merken das nicht. Und haben sie es auch wirklich nicht gemerkt? Oder Ja. ist man einfach Profi im Verstecken geworden? Natürlich. Ich denke, viele haben es wirklich nicht gemerkt, haben es Ja. nicht geschnallt, oder? Ist das bei dir ähnlich gewesen, Ueli? Hat es dein Umfeld auch nicht geschnallt oder gemerkt? Also mein Arbeitgeber hat das sicher nicht gemerkt. Ja. Aber ich hätte nicht arbeiten ohne, oder? Und das Geschwisterumfeld hat das sicher geschnallt, oder? Ich habe zwar immer gesagt, nein, ich nehme nichts. Und dort bist du ein Profi. Und vor allem das Traurige ist, du glaubst deine eigenen Lügen am Schluss, wie du die so oft wiederholst. Ja. Wird eigentlich eine Lüge faktisch für dich zur Wahrheit. Also wirklich schlimm. Und, aber meine Geschwister die haben einfach nichts gesagt. Also, aber gemerkt haben sie es sicher. Es war nicht das Thema, wo man dann darüber geredet hätte. Ja, oder so. man hat es einfach verdrängt. Und dann habt ihr euch aber kennengelernt und das voreinander versteckt. Ja, aber das Und ist ist das- relativ schnell gegangen. Aha, das ist ja schnell Das rausgekommen geht dann. nicht lang. Nein, weil du kennst ja, wenn du selber nimmst, das Verhalten vom Gegenüber oder die Symptome oder Ja. du siehst es in den Augen. Und also, Dann brauchst du noch etwas Kleines und genau. dann kommst du Irgendwann es haben schon wir auf die gedacht, aha, Spur. das haben wir auch noch gemeinsam. Super. Und hat das dann eher dazu geführt, dass sie gesagt haben, ja gut, kommen wir jetzt zusammen, sind wir stark, zusammen kommen wir jetzt da raus? Oder ist es schlimmer geworden durch das? Also ich bin relativ kurz, nachdem wir uns kennengelernt haben, nochmal auf eine Reise. Mhm. Und er hat dann quasi ich hatte so eine kleine Wohnung gehabt, hat er dann übernommen. Und ja, auf der Reise bin ich eigentlich wieder, ich bin wieder in Australien gewesen, ich bin wieder Ja. sauber gewesen für ein paar Monate und dann bin ich wieder heimgekommen und dann ist es wieder weitergegangen. Ja. Und wir haben einfach immer, also ich muss sagen, wir haben immer können arbeiten. Das ist schon mal schön und wir haben immer irgendwelche Leute gehabt, wo wir haben können relativ gutes Zeug beziehen. Darum ist Ja. es überhaupt möglich gewesen, auch von den Finanzen. Aber es war ein ewiger Kampf gewesen, oder? Das war noch wichtig, Ueli, was für Stoff das man überkommt. Also, dass man gutes Zeug bezieht. Du bist nachher früher auch schon immer wieder auf Asien gereist. Erzähl mal von diesen Reisen. Ja, also ich habe im guten Baugeschäft geschafft und ich bin im Herbst, der Chef hat das gewusst, dass ich im Herbst verreise und im Frühling wiederkomme. Und das war immer recht, gewesen, weil im Winter ist Wenig Arbeit. amigs darum. nicht so viel gelaufen auf dem Bau. Und ja, also für meine Ziele sind immer gewesen, Thailand oder Malaysia, weil dort hast du wirklich das Zeug bekommen in rauen Mengen und spottbillig. Und für mich sind das wirklich Ferien gewesen, weil ich mich zudröhnen, oder? Und hatte keinen Beschaffungsstress gehabt, oder? Also bist du da so am Strand gewesen, dann kann man sich vorstellen, zutrönt, um es mit deinen Also- Worten zu sagen. Und Ja, wir sind da Traumstrand, haben wir gelebt in Bungalows und ein Haufen Gleichgesinnte, oder? Sind natürlich dort auch unterwegs gewesen. Und in der Schweiz war es aber so gewesen, dass man nicht so reinen Stoff bekommen hat, nicht so gute Preise. Und das ist aber auch eine Gefahr gewesen, hast du mir erzählt. Wieso denn? Weil viele Streckmittel sind natürlich einfach giftig, oder? Also eben zum Beispiel Strychnin, das ist ja ein Rattengift, das ist sehr beliebt gewesen. Zum Strecken dann? Zum dass Strecken, weil in kleinen Dosen fährt Strychnin eigentlich ähnlich ein wie Heroin. Ja. Also, aber das greift natürlich den Körper an, das Zeugs. Ja. So oder so, oder? Aber das verstärkt natürlich das Ganze noch. Und das hat ja auch eine gewisse Gefahr ausgelöst, weil man dann nie genau gewusst hat, was man jetzt in der Hand hat bei dem Stoff. Genau.
Habt ihr dann auch in eurem Umfeld erlebt, dass es für die einen Leute Überdosis geworden ist oder dass sie es sonst nicht vertreibt haben oder so? Oder sind ihr da wirklich bewahrt geblieben davor? Also wir sind ja eigentlich sogenannte Nobelfixer gewesen. Also wir haben relativ wenig mit der offenen Szene zu tun gehabt. Dort ist man wirklich nur an, wenn einmal wirklich kein Nachschub mehr da war. Aber in meinem Kollegenkreis, also, da sind sehr viele ums Leben gekommen. Zuerst Überdosen und dann nachher ist AIDS gekommen. Und, ja, also. Ja, und AIDS dann auch durch Spritzen, die sich irgendwie übertragen hat, oder? Genau. Ja. Und was hat das etwas ausgelöst in euch, im Kollegenkreis, wo Leute sterben, weil sie Drogen nehmen? Ist das nicht genug Anreiz gewesen, um zu sagen, okay, jetzt höre ich auf? Also, Irgendwie ist es ein bisschen normal. Also in diesem Milieu weiss man das hier und da. Also man ist wieder drin und es passiert einfach Ja. und man kommt einfach nicht mehr raus. Ja. Und ihr sind ja dann zusammen auch häufig reisen gegangen, auf Thailand sind ihr gegangen, mehrere Jahre. Und das hat aber eigentlich dazu geführt, dass es nicht besser geworden ist. Manchmal, wenn ihr heimgekommen sind, haben das wieder probieren, gell? Genau. Und dann ist es aber trotzdem wieder ein Rückfall gewesen. Und dann aber einmal haben wir gesagt, jetzt muss etwas passieren. Und dann sind wir zusammen auf Australien. Was hat dort den Ausschlag gegeben, dass wir auf Australien zusammengegangen sind? Also für mich war halt der Hintergrund, weil ich schon zweimal war und ich wusste, da kommt wirklich nichts über. Das war also so in Australien keine Chance. Irgendetwas. Also heute ist das anders, aber damals war das so, da hast du nirgends etwas bekommen. Und darum haben wir entschieden, jetzt gehen wir auf Australien. Wir sind dann ein halbes Jahr dort hin, haben ein Auto gekauft, wo wir einen grossen mit so können campieren, noch Zelt dabei und sind dann so in Australien rumgereist. Haben aber Medikamente mitgenommen, um wir hätten ja nicht von diesem höheren Level auf Null runterfahren, dass wir abbauen können. Und das haben wir dann gemacht. Am Schluss Also Sie haben wir so wieder einen Tablettchen Entzug geplant? Ja, voll. Ja. Ja. Und das ist aber auch relativ gut gegangen. Nach 6 Monaten haben wir aber das Visa nicht mehr können verlängern, mussten ausreisen. Und dann, wie war die Rückreise, Ueli? ja, wir sind nachher ein bisschen in Indonesien rumgereist, auf den Philippinen rumgereist und nachher auf dem Rückweg haben wir die glorreiche Idee gehabt, noch einen Stopover in Bangkok zu machen. Bangkok, Hauptstadt von Thailand. Und eigentlich, wir haben es nicht angesprochen, aber wir haben schon beide im Flugzeug gewusst, wohin das geht und was wir machen. Oder? Und es ist genau so rausgekommen. Das erste, was wir gemacht haben in Bangkok, ist in die Szene rein und gerade das erste Mal. Aber wir haben abgemacht, nur einen. Ja, Nur Das haben einen. wir miteinander das haben wir abgemacht. nur einen, einmal. Ja. Ja, aber der Rest ist schnell erzählt, oder? Es ist nicht beim einen geblieben. Nein, es war relativ schnell wieder voll drauf gewesen. Und als wir dann zurückgekommen sind in die Schweiz, dann nach dieser Reise, dann ist es eher schlimmer gewesen als besser. Weil die gleich wird. Genau. Und ich meine, du musst eben sehen, jedes Mal, wenn du einen Zug machst, das schafft dich so und es frustriert dich auch. Jedes Mal, wo du wieder versuchst und es ist wieder nicht gelungen. Also es ist Du körperlich ein riesen Stress und psychisch Ja, auch. voll. Und dann ist es nicht gelungen und das nächste Mal denke ich, das letzte Mal habe ich es ja auch nicht geschafft. Ja, und innerlich weißt du ganz genau. Irgendwie, du weißt es da oben schon. Ja, ich mache zwar jetzt den Zug, aber ich weiß genau, irgendwann nehme ich es wieder. Oder? Und das ist wirklich frustrierend. Ja, also echt der Kopf, wo gar nicht das hat wollen oder können oder was auch immer. Dann ist aber etwas passiert, als wir zurückgekommen sind. Dann bist du zwei von deinen Brüdern begegnet und dort ist dir etwas aufgefallen. Genau. Wir sind ja über ein Jahr weg gewesen und ich habe eigentlich das Verhältnis zu meinen Brüdern ist nicht schlecht gewesen, aber auch nicht mehr gut. Also, ich habe nicht mehr viel mit ihnen zu tun gehabt, eigentlich. Und als ich heimgekommen bin, der Thomas, der eine Bruder, ist mal vorbeigekommen und festgestellt, er ist irgendwie anders. Irgendetwas ist passiert. Also hat er anders gewirkt irgendwie so? Ja. 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 Und dann hat er mir gesagt, er hat sich bekehrt. Bekehrt? Ja. Also zum christlichen Glauben bekehrt. Genau. Also ich meine, wir sind ja eigentlich christlich erzogen worden, von daheim aus.
Ich musste in die Sonntagsschule. Das ist Bist du dort auch in der Enfant terrible gewesen? genau. Ja, okay. Das habe ich gar nicht geliebt. Und ich habe eigentlich mit Gott abgeschlossen und jetzt kommt er mir und sagt, ich habe mein Leben komplett verändert, ich habe mich bekehrt und Jesus ist jetzt der Herr in meinem Leben. Und das hast du recht cool gefunden oder bist du eher ein bisschen kritisch gewesen? Nein, ich habe eigentlich abgeschlossen mit Gott. Oder für mich war das erledigt gewesen. Ich habe immer das Gefühl, der Gott der hängt ein, du darfst nichts machen und überhaupt. Ich habe ein komplett falsches Gottesbild gehabt. Vielleicht auch noch ein bisschen, weil ich einen sehr strengen Vater hatte und wenn ich das übertrage, der Vater im Himmel auch so streng ist. Ja, Dann willst du nichts mit ihm zu tun haben. ja. 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 Ja, und dann hat der Thomas dann gesagt, ja, musst halt mal schauen und so. Und ich, ja. Aber natürlich, Hast du genau gewusst, dass du sicher nicht gehst da schauen? gehe ich sicher nicht, nicht dorthin. Und dann haben die eine Evangelisation in dem Wallisellen. Und dann hat er mich so beharrt, dass ich gesagt habe, gut, einen Abend komme ich, aber ich habe ihm eigentlich nur ihm zu lieben gesagt. Also die haben mehrere Abende so eine Evangelisation Genau. gehabt, wo es dann einen Vortrag gegeben hat über den Glauben, über den christlichen Glauben. Richtig, ja. Ja. Ja, und dann ist halt die Woche vergangen und es war der letzte Abend gewesen, und dann läutet er an und sagt, du, aber du hast mir versprochen, dass du kommst. Und es ist der letzte Abend dann? Das ist der letzte Abend, du musst kommen. Und ich gesagt, du, erstens habe ich kein Auto, die Heidi arbeitet, und zweitens habe ich Besuch und nein, ich kann nicht, tut mir leid. Ja. Er hat gesagt, ja, wer ist denn bei dir zu Besuch? Und ich gesagt, Also ja, der hat nicht Look gelassen in dem Fall? also das war wie ein Schmeissflüger. Dann hat er gesagt, ja, wer hast denn du zu Besuch? Und ich gesagt, ja, Brigitte, die Freundin von der Heidi. Ja. Brigitte Kreuzwirt. Und dann hat er gesagt, gib mir das Telefon. Oder? Dann haben sie das Telefon gegeben. Das ist eine interessante Methode. Und er hat so lange auf sie eingeredet, bis sie gesagt hat, okay, wir kommen mit Safari. Oder? Und das hast du keine Ausrede mehr gehabt eigentlich? Nein, dann habe ich gefunden, ja gut, dann gehe ich halt. Oder? Ja. Dann sind wir an die Evangelisation gegangen. Da. Das war der Beat Abri, der dort damals predigt hat. Und da bist du erwartungsvoll hingegangen oder hast du gedacht, ich Nein, lasse es über mich also, ergehen? sag mir gerade ehrlich, es hat mir eigentlich gestunken. Oder? Ja. Aber ja gut. Ich bin dann gegangen mit der Brigitte zusammen und dann hat er da losgelegt, der Beat Abri. Und irgendwie hat mich das gerade von Anfang an getroffen. Ich habe das Gefühl gehabt, der redet nur zu mir. Also der hat dann angefangen über Jesus zu reden, über den christlichen Genau. Glauben und irgendwie hat sich plötzlich voll angesprochen. Absolut, ja. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt nicht die Chance greife, dann geht das ewig so weiter und das kann es nicht sein. Dann hatten die irgendwann einmal eben aufgerufen, dass man könnte beten und sein Leben Jesus übergeben. Und dann eigentlich habe ich gewusst, wäre es richtig, oder? Aber dann haben wir uns dann aber zusammen Mut gemacht. Brigitte hat dann auch gefunden, wir müssen das machen. Okay, also du bist dort an den Abend gegangen, es hat dich eigentlich, hast gar keine Lust gehabt. Und dann hat aber das dich irgendwie so angesprochen, als würde Gott zu dir reden, persönlich, Genau. und dich rufen, komm jetzt zu mir Ja. und folg mir nach, nimm Jesus in dein Leben hinein. Genau. Und der Brigitte wird es ähnlich gegangen sein. Dann habt ihr euch gegenseitig dann ermutigt. Wie hat denn das ausgesehen? Ja, sie hat dann gesagt, komm, wir gehen zusammenführen, oder? Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Dann sind ihr dort aufgestanden und sind führen gegangen und Genau. haben dem Aufruf gefolgt. Eigentlich. Genau, das haben wir gemacht. Und ich konnte dann mit einer Person beten und auch wirklich ein bisschen meine Schuld und meine Dinge ein bisschen bekennen, oder? Und ja, es war noch ganz spannend gewesen. Auf jeden Fall haben wir dann zusammen gebetet und ich habe gewusst, jetzt, da oben hat es viel Klick gemacht, jetzt ziehen wir durch. Jetzt langt das Zeug nie mehr an. Also das heisst, du bist da gewesen, bist mit dieser Person zusammengesessen, du hast dein Leben bewusst Jesus gegeben, Genau. hast ihn um Vergebung von deinen Schulden, Sünden oder so, wie du es gesagt hast, bittet und hast auch gewusst, jetzt ist fertig mit dem Heroin. Ja. Also ich habe dort richtig gespürt, jetzt bin ich frei.
Ja. Ich habe zwar nach wie vor, ich habe nachher einen körperlichen Entzug gehabt. Also es war nicht so gewesen, dass ich einfach jetzt entzugsfrei geworden bin, sondern den habe ich gehabt, aber ich habe gewusst, jetzt, das ist das letzte Mal. Und ist es auch so gewesen? Ist Heroin nachher weg gewesen aus deinem Leben? Richtig, komplett. Ja. Das heisst, im Kopf hat wie etwas umgestellt und Jesus hat dich frei gemacht, aber den Zug hast du voll durchmachen. Den musste ich durchmachen, ja, das ist halt so gewesen. Aber ich hatte da über Jahre schon meine Methoden gehabt. Also ich habe Abbaumittel genommen, also Ja. oben runtergefahren. Aber ich habe nachher wirklich gewusst, ich habe gespürt, ich brauche das nie mehr in meinem Leben. Ich brauche das nicht mehr. Das heisst, du bist eigentlich nachher wie ein bisschen verwandelt, heimgekehrt. Und Heidi, du bist ja dort nicht dabei gewesen. Genau. Du musst arbeiten an dem Abend, gell? Genau. Wie war denn nachher die Begegnung zwischen euch gewesen? Ja, ich bin dann am nächsten Tag aufgestanden und er hat gesagt, hey, ich habe mich bekehrt. Und ich, was ist bekehren? Ich habe ja das nicht gekannt in dem Sinn, oder? Ich bin zwar auch in die Sonntagsschule, aber in dem Sinn habe ich das nicht gekannt. Ja, ich habe mein Leben Jesus übergeben und jetzt läuft so und so und so laufen meine Pläne. Und ich denke, okay, wir schauen mal. Habe ich so für mich gedacht, das ist nur Hast du gedacht, das ist jetzt kommt und geht wieder? ein Oder? Spleen. Ja. Irgendwie, ja. Und dann gefunden, ja, mal schauen. Lassen wir ihn machen. Ich habe dann halt weitergelebt, so wie ich gelebt habe. Ich habe dann aber die Veränderung festgestellt und das hat mich dann schon langsam ein bisschen stutzig gemacht. Also was hast du für eine Veränderung festgestellt? Ja, das hat einfach nicht mehr angelangt. Und ich denke, Also wirklich das kann konsequent? Doch, kann doch nicht sein, oder? Irgendwie fast nicht können glauben. Also zuerst habe ich gedacht, ja, ist jetzt mal So wie es schon ein starker paar Mal Wille war, haben quasi. aber nicht gerade. Und dann habe ich halt auch ihm seine Veränderung gemerkt. Es ist ja auch da etwas passiert. Er ist in die Gemeinde gegangen, an die Anlässe gegangen und so weiter und so fort. Und das hat mich natürlich dann gleich halt gewundert gemacht. Und dachte, jetzt muss ich halt auch mal in die Ja. Also Kirche statt da Stoff gehen. besorgen, plötzlich in die Kirche gegangen Ja, und das du muss hast ich mal gedacht, in die jetzt Kirche muss ich aber auch mal anschauen. schauen, was das ist. Ja, was Ja. da abgeht, oder? Ja. Und dann bin ich dann an einem Sonntag, ich hatte irgendwie frei gehabt, weil sonst habe ich geschafft am Sonntag, bin ich dann dort in den Gottesdienst und habe mich noch recht beeindruckt. Vor allem der Lobpreis hat mir halt gefallen und wieder mal singen, seit Kind nicht mehr gesungen, also das hat gut da. Ja, und die Leute sind sehr nett gewesen, muss ich sagen. Also hast du dich wohlgefühlt? Ja, voll, ja, voll. Und ja, das hat dann so sich ergeben, dass sie dann gesagt haben, ja, sie startet jetzt gerade so einen Glaubensgrundkurs, ob ich nicht mitmachen will. Ja. Dann habe ich gesagt, ich kann eh nicht, ich arbeite am Abend und am Wochenende, keine Chance. Und dann haben sie dann gesagt, ja, hast du nie frei? Und ich mal, am Montag, Dienstag ist das Restaurant. Und dann haben sie gesagt, passt ja wunderbar, am Dienstag ist immer der Glaubensgrundkurs. Oh, dann ist die Ausrede nicht mehr gegangen. Oh, ja. Ja. Und dann bist du dort Dann bin ich gegangen? in den Glaubensgrundkurs gegangen und Ja. das hat mir mega gut, also Schritt für Schritt überhaupt die Bibel kennenlernen, Gott kennenlernen, einfach. Und das haben wir dort mal mit dem Hans-Peter Nuffer gemacht. Er hat das wirklich sehr spannend auch gemacht, sehr praktisch, alltäglich. Ja, und ich bin dann eigentlich so, ich kann jetzt nicht sagen, der Tag ist es, wo ich mich entschieden habe, sondern ich bin dann immer ein bisschen mehr gekommen. Also bei dir war es mehr so wie ein Prozess, gewesen, wo Genau. du Schritt für Schritt Genau. angefangen hast, dem Gott zu begegnen Ja. und ihm vertrauen. Ja, und ein neues Umfeld, neue Leute. Mhm. Ja, ein bisschen so bin ich dann nachher, habe ich mich dann auch schlussendlich ganz entschieden und gesagt, jetzt wollte ich auch diesen Weg gehen. Oder? Ich habe da 2, 3 Fragen, die gekommen sind von Leuten, von euch. Jemand fragt, was wollen die jungen Familien mitgeben, dass das nicht passieren kann? Also ich nehme an, für die eigenen Kinder. Schwierig. Ja, also ich finde halt wichtig ist, dass man immer hinter dem Kind steht. Also weißt, einfach da ist für sie. Mhm. Eben wie zum Beispiel meine Mutter. Mein Vater, der hat das überhaupt nicht verstanden. Nach ihm hätte ich gar können ausziehen. Ja. Und meine Mutter war das Gegenteil. Sie war so warmherzig und hat gesagt, hey, wir müssen doch einen Weg finden. Es geht doch irgendwie. Und sie hat so an mich geglaubt. Und das hat mich gestärkt. Also sie ist einfach dran geblieben und hat gesagt, ich komme mit dir Ja. auf den Weg. Voll. Und auch wenn es ein langer oder ein
wie auch immer ist. Ja, sie hat sogar am Anfang zum Überbrücken mir Geld gegeben, weil sie gesagt hat, wir müssen jetzt einfach schnell, bis das läuft mit den Ärzten. Also hat sie mir gesagt, ich Muss es weiß, es ist laufen. nicht gut, aber Ja. du brauchst es. Du willst eh gehen, oder? Also so, sie hat mich mega, also halt jemand, der dich glaubt, gibt dir viel Kraft. Mhm. Oder? Wir haben jetzt nicht darüber geredet, die haben dann später auch geheiratet miteinander. Also ihr habt das richtig ausgekostet. Die sind einmal auseinandergezogen, obwohl sie schon befreundschaftet waren und viele Jahre zusammen und haben gesagt, jetzt nach ein paar Monaten, aber dann tun wir richtig heiraten. Und du hast das noch interessant gesagt, Ueli. Da haben sie sich gefragt, wieso ihr jetzt auseinanderziehen und wie hast du das erklärt? Ja gut, die Leute haben natürlich das schon nicht ganz verstanden. Wir haben immer zusammen gelebt und dann haben wir uns getrennt und haben alle gesagt, ja, wieso leben die nicht mehr zusammen? Oder? Dann habe ich gesagt, ja, weil sie heiraten will, oder? Aber es ist der Weg, den ihr bewusst eingeschlagen habt. Und dann haben sie geheiratet und dürfen auch 3 Kinder haben, die jetzt erwachsen sind. Jemand fragt da, wie habt ihr das Ganze euren Kindern erzählt? Und habt ihr ihnen verboten? Oder habt ihr ihnen gesagt, sie sollen selber ihre Erfahrungen machen? Also wir haben natürlich, also unsere Kinder wissen Bescheid über unsere Story, oder? Haben wir nie verheimlicht. Aber wir haben sie einfach immer gewarnt vor dem. Also, und ich kann nur immer wieder sagen, lasst die Hände von dem Pülverli-Zeug. Ja, also was zuerst verlockend wirkt, nachher es ganz ist anders. am Anfang so und nachher bist du aber wirklich ganz schlecht dran. Ich kenne niemanden, der es im Griff hatte. Ich kenne niemanden. Wo einfach nur am Wochenende einmal. Ja, und das am so Anfang hat haben wir alle das Gefühl gehabt, so. Und ich habe immer gesagt, ich will mir nie einen Schuss setzen, oder? Und das habe ich lange durchgezogen. Und dann irgendwann hat es nichts rum gehabt und der Dealer hat mir gesagt, es hat zu wenig Ware umeinander, man verschwendet es nicht, entweder druckst du es oder kommst du nicht über. Oder? Und dann habe ich meinen ersten Schuss gesetzt, oder? So ist das gegangen. Ja. Also obwohl du dich stark gefühlt hast, ist es trotzdem immer weiter die Spirale abgezogen. Ja, also das könnte man glauben, dass, wenn ihr das anfangt, das habt ihr nicht im Griff. Jemand fragt auch noch, was raten dir jetzt Eltern, wenn sie spüren, ihr Kind verkehrt in schlechten Kreisen, mit schlechten Kollegen, ja, einfach in schlechtem Kollegenkreis, wo Süchte auch eine Rolle spielen. Wie soll man dann umgehen mit dem Kind? Ich will es versuchen umzulenken, aber das kannst du natürlich auch noch. Ja, ist halt auch schwierig, oder? Ja, also würde Dass das die Kollegenkreis ansprechen? ein Oder? bisschen könnten wechseln oder Ja. dass man es halt thematisiert daheim, wenn die Leute vielleicht zu einem heimkommen, oder? Das sind ein paar Fragen, die ich von da habe. Ich habe jetzt noch eine Bibelstelle, wo du, Ueli, gesagt hast, die dir viel bedeutet. Das finde ich noch ganz spannend, im Psalm 23. Das heißt in den ersten 2 Versen: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zum frischen Wasser. Und dann im Vers 3: Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Als ich das gelesen habe und du gesagt hast, das ist ein Psalm, der dich begleitet hat oder der dir sehr wichtig ist, habe ich so wie gedacht, etwas, wo du in den Drogen gesucht hast, irgendwie eine Ruhe, einen Frieden, dass es an nichts mangelt, frisches Wasser, dass es die Seele erquickt, wo du in den Drogen gesucht hast und nicht gefunden hast, aber bei Jesus schon. Wie erlebst du das heute? Also für mich ist das natürlich allgegenwärtig, dass Jesus mich führt und auch behütet. Und der Psalm war eigentlich so ziemlich das Einzige, wo mir von der Sonntagsschule noch hängen geblieben ist. Weil der Rest da, die Filzbildchen und all das Zeug. Und das ist wieder in Vergessenheit geraten. Genau. Und immer auch, wenn ich wirklich ganz schlecht dran war, der Psalm ist mir immer mal wieder raufgekommen. Und irgendwie habe ich schon geglaubt, dass es einen Gott gibt, aber ich habe keine persönliche Beziehung gehabt. Und Jesus hat meine Seele geheilt. Jesus das hat Seele den Weg möglich gemacht. Ja.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Ueli und Heidi, dass ihr uns so einen Einblick gegeben habt. Wir haben das Vorrecht, dass wir euch in unserer Gemeinde, in unserer Kirche dürfen wissen. Also wenn euch noch mehr Wunder nimmt und noch mehr reinspüren, was es in dieser Geschichte auf sich hat, dann dürfen wir sicher gerne auf euch zukommen, um noch ein bisschen daran zu schnuppern. Ich möchte euch ein kleines Schöckeli mitgeben, einfach zum Danke sagen. Danke für eure Bereitschaft und euren Mut, da vorne zu kommen und auf unserer neuen Bühne da eure Geschichte zu erzählen. Etwas Kleines zum den Alltag versüßen oder zum Käfeli. Fein, Das merci. ist die Männeredition. Oh, zwei? Das ist da. Ja, wow, ja. okay. Man muss nicht immer alles teilen. Man muss nicht immer alles teilen. Aber wir Nicht dürfen teilen. selbstverständlich das so handeln. Einfach ein kleines Dankeschön, dass ihr den Mut gehabt habt, dafür zu kommen und so ehrlich und offen und transparent aus eurer Geschichte erzählen und was Gott für eine Geschichte in eurem Leben geschrieben hat. Danke vielmals. Das ist gern geschehen.